wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Emission vom 23. April 2019. Geschichtsfreunde an der Gemeinde Stesel, die kommen nicht zu kurz. Eine Visite von den Kasematten vom Fort Vauban an Lampert stehen im Programm. Dem voraus sind aber eine Reihe von Konferenzen gegangen, die am Kulturhaus aufgehalten sind. Am Donnerstag fängt wir dann noch ein Programm von Haut an. Gleich ein paar Konferenzen am Kulturhaus über die Lützeburger Festungsgeschichte sind eine Visitidee durch den Fort Vauban an Lampert vorausgegangen. Den Konferencier Robert Werner konnte interessiert mit seinem fundierten Wissen auf die zukünftige Visite vorbereiten. Ich merci, dass kommt, weil für eine Konferenz ist sogar so eine interessante Konferenz wie der heute, ich bin sicher, das wird interessant. Als dem penibel war überhaupt kein Durst. Wir sind froh, dass der heute noch gekommen sind. Ich bin noch überzeugt, dass ich da nur rausgehe, so dass wir werden kommen, weil der Vorbei mal nach Lützeburg kommt, als er vorher beweist, dass das Lützeburger Land ein komisches Land ist, das war ganz klein. Mit kommen Heinz du aber interessant Leute als besichern, unter anderem den Herr Vauban. Den nicht nur kurz Besichtigungen gemacht, mit der ganze gebaut oder bauen los. Und das werden wir heute gewürdigt, was alles so gemacht wird. Aber noch haben wir schon noch, aber ich bin der Präsidentin von der Kulturkommission vor, verschlussendlich für die Kulturkommission das heute organisiert. Vielmals merci für die Live, das war kurz. Wir haben am Anfang die meisten von ihr schon schlecht gesehen. Es ist wirklich froh, wir haben 37 Ummeldungen für als Visitidee, 25 für Donner nach zusammen essen zu gehen, aber wenn einer den anderen nach Lust hat, das ist frei willkommen. Für den Rest will ich sagen, voilà, ein Succès, für mich ein richtiges Succès, viel interessanter. Wir haben just nachher mit unserem Konferencier geschwärzt und wir gingen dann, was am Anfang nicht als vorgestellt, sollen wir 4 Seancen machen, und so gucken mal, wie es geht. Wir werden so flott war, gingen wir am Hirsch, heute rund nach 2 Konferenzen über Lützeburg, Festungsstadt, an das Sujet, den unseren Konferencier uns präsentiert machen. Also am Hirsch guckt tut Worten, weil die werden eigentlich von uns hören. Vielmals merci. Und der Bauer kann nicht mehr fahren am Anfang, hat etwas wie Fässer, just dass die nicht aus Holz werden, mit werden Eisen Stäb, die werden wie soll ich so Bänder, die zusammengehalten sind. Das war alles anders als für dicht, das war alles anders als für ungefährlich. Van den verschiedene Festungen fehlt der Erler, so gesagt so gut als do wo sie beschossen Kanonen stomen, die dort zocht, dat ze do nirgend drun ein extra Teilchen hatten, wo der Leve Kanonier sich kommt an verstoppen kommt. Natürlich wär dat herrlicht wieder der von der Visit von den Kasematten willkommen. Mir ënnet dem Bodem huet de näicht do vun der Mat gut. Dufir awer viel Wissen a Flottimpressionen, die mir ich lohai weisen.
charakterisiert den Kasmat. Eigentlich bummesicher an Musiken rausscheißen. Dat ändert alles die Galerien oder Minegang. Ich schon lo se Stadt fest Lützeburg hat iwwer 23 km Kasematten, dann ass dat alles mat fesigste gedeessen, dat ass vi Manner méi dat ass hallo keng Schmälerung vun der Qualitätit. Gegründet nur für adelige Mädchen. Es hat sich keiner gemeldet, also wurde es den Orden von der heiligen Maria Magdalena. 30 Jahre nach der Gründung musste Papst Urban IV. Musste den ganzen Orden auflösen, weil die Frauen die Nonnen es sündhaft und lasterhaft trieben. Wenn der Lo debause guckt an den Allege vun den Schieschachten, da huet se kleng Abbuchtung. Da kon den dat Gitter, dat kommt noch rof geklappt gin. Dat war das an der an der Friedenszeit war dat opgeklappt, fir awer können ze lüfte mit das Kind rakom. Or an den Öffnungen selber, da gesäit den nach Futscher neier festgemerk waren Lächer an noch Uwe, wo Kleer festgemerk waren fir dat Dingen unzumerken. Am Kriegsfall ass dat aufgemerkt, fir das dem Schachten Gitter do näich soll geschéien, ass dann eng Versenkung agelecht gin. Van eng Kanoun van déi bis hai schéist, da gëtt eng ziemlich sterk Druckfäll an da huet den Enteré fir wéng fir ganz stabil Konstruktionen zu machen, fir dats dort Mauer net wäch wird. D'Osterfeier vun der Amiperas, dat ass e Mast. Hei ginn da noch traditionell die Rundgeburtstag gefeiert. Wir waren mit der Kamera dabei. Et ass immer so Doustren, wo d'Amiperas ënnet der Präsidenz vun ihrem Präsident Jean-Pierre Klein Generalversammlung mat uschließender Osterfeier aufhält. Nur den Berichter vom Sekretär an der Kesier konnte dieselbig dann auch de Charge kreieren. China hat wie immer wunderbar präpariert. Wir hatten wohl wenig Jahre bis Luft der Luft nach wir können schon für den China den Charge zu gehen. Und ich auch gratulieren für die Bühne, die dann bleiben von Jahren müsste. Amiperas die kann ruhig an Zukunft gucken. Das wäre ein Club von ältere Leute. Aber wir werden machen, die man der Zukunft, aber erstaunlich viel. Und es gibt nicht just zwei Beispiele.
Dat das Versøche vun den Enkelkanner. Ich komme noch just aus enger woch Vakanzerum der 2 vu menge 7 Enkelkanner dabei her. Das war ausstrengend mit eng Fri ze gesinn, wie die Kkleng läge können, wann de Bob oder Bommi onerwercht zeggen wat in de Megen. En dat is natuurlijk wonderbaar wanneer je vaststelt dat voor lauter Lägen die van de Klängen aan Box gemaakt hebben. Die Souveniren blijven dan in de Stierchen en sie sollen er notwendig werden. Maar dat ook etwas Ernstes. Auch sie noch 3, ich so provokatief, so 3 Altuckerten, die Chefverwort von der Gemeinde, von ihrer Gemengehausmänner, von unserer Gemengehausmächen, an die Stierchen am Chefverwort. Wir sind an 3 schon eler, weil wir sie am Pensionsalter auch schon gut fortgeschraubt, aber wir schaffen relativ viel, muss ich zugeben, an immer mal den Blick an Zukunft. Wenn ich nur schon just 2 Themen. Lass mal da den tun, das Dämpfen. Du hast als Gemeinschafts vieles gemerkt. Das ist ein neues Thema, das immer im Abkommen, wie gesehen, sogar als Premier heute von der Geschwert, an heute ist die jungen Leute immer gedient. Wir machen da doch noch an Zukunft, das gehört Forum. Wir haben schon vieles gemerkt. Und wir catchen seriös, wir an energisch für immer weiter zu verbessern. Ich denke, die Renaturation von der Ursicht oder die CO2-Reduktion, die Probleme von der CO2-Reduktion, das sind Beispiele, die sehr abgezielt sind, sie kosten enorm viel Arbeit, Ideen und auch Engagement. An der Chefverwort, die bereden Dossien so gut wie möglich für. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir das optimal machen. Und für den bestimmten Gemengebot das viel zu bereden, so ordentlich hinzulegen, auch dass die Dossien bestenfalls geholt werden. Sodass ihr könnt eine kleine Schlussfolgerung machen. Am IPRS Leute sie keine Leute, die an Durchstellgleis gehören, aber es sind ein Reservoir für Ideen für die Zukunft. Es leidet nicht nur Eis für die Ideen zu realisieren und das fertig zu bringen. Und das machen wir, das ist überzeugt, das machen wir alle gut. Und du mal den Herrn so. Und ich wünsche nicht an euch auch alle guten Appetit. Merci. Traditionell goufen die Rundgeburtstag geeiert, wo auch der Präsident selber drinnen war. Unbeachtet, nur wenn Wasser von dem Boden sich besteht und der Bauer Mädchen lauer als ein Mädchen heißt Josephine. Oh, mich Mutti war die Studie von Lazzoli Josephine. Ich gesinn dich nahe wenig an der Ginisch. Oh Josephine, die wurde frisch, ab von dem Fisch, so ein Nudel der Maschine. Een hat mich an singen Händchen, du 14 hat als Josephine. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certains ont des prix de beauté, d'autres n'auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles, comme leur amour nous ensoleille. On est près d'elle et soudain, pour grand soin,
dans un jardin. Que le soir d'adolescent devienne De Vernissage vun der Tabrenausstellung vum Cercle Philatelique zu Heestref am Schloss ass eisen lächten Beitrag fir Haut. Hauptsächlich durch national und international Ausstellungen an Matschaften an der FIP, FEPA und FSBL hun zur Bedeutung zur philatelistischer Sammlerschaft über Grenzen raus beigetragen. Eigentlich als Geschichte vom Steseler Tamberclub auch schon ab 1950 zurückzuführen, wo der Tausch zwischen der Steseler Primärschüler gemäht gouf an sich darauf hin eng 35 Kanner zu einer Jugendgruppe zusammengeschlossen. Der 14. Juni 1959 war die erste Tambourausstellung zu Stesel mit dem Namen Edophilex, wo 25 Jugendliche von Stesel an 38 Senioren von der Filcolux hier Sammlungen ausgestellt hat. Daraufhin, als der 7. November 1959 eine Generalversammlung abberufen ging an den Club Grote Dum Filcolux Sektion Stesel. 1960 wurde nun offiziell der Name Filcolux durch Cefilco Cercle de la Philatélie konstruktiv ersetzt. Peischten 1960 als nun die erste Ausstellung mit 80 Kadern unter der eigenen Regie durchgeführt ging. Unermittlich als eine Sammlungen geschafft ging, wobei gut Resultate der Früchte von der Arbeit gedrohen. Von 5. bis 7. Juni 1965 war eine große Ausstellung zu Stesel zur 700-Jahr-Feier von der Verehrung vom Heilige Peter von Mailand. Vom 11. bis 13. Juni 1970 war Cefilco bei der Rosefeier zu Walfer aktiv, wobei sie die Walfer unterstützt tun bei der Gründung von ihrem Verein. An den kommenden Jahren hat Cefilco nun nach einer Reihe Lokalausstellungen die Stesel 1984 offiziellen Christstagstempel mit der Steseler Krippsch gekrut. Zur 50-Jahr-Feier hatten wir auch Journée du Timbre bei uns, weil Lo dann auch für den 60. Anniversär wird sehen. Am Lauf von all den Jahren hat Cefilco nun auch eine Reihe von Ausstellungen realisiert, an Stempeln, Timbren, an philatelistischen Materialentwurf und zur Realisation beigetragen. Wir wollen noch an dem Sinn nach langen Jahren intensiv zur Förderung an der Philatelie beitragen. Meine Damen und Herren vom Gemeinde Schaffo zu Stesel, Herr Theisen, Direktor von der Maridoc, Herr Emil Aspe, Chef von der Postphilatelie, meine Damen und Herren von der Post, Herr Pastor, die Damen und Herren Delegiert von den FSBL-Vereinen, meine Damen und Herren vom Büro Permanent, Damen und Herren, liebe Ihre Gäste. Als Präsident von der FSBL, an Ihr Präsident vom Weltverband, als mir eine Ehre, ich alle am Namen von der Föderation zu begrüßen, willkommen zu heißen heute bei dem 6. Anniversär vom Cercle Philatelique Stesel an dem 76. FSBL-Kongress, den auch vom Verein Stesel organisiert wird. Der Verein Stesel feiert dieses Jahr sein 60. Anniversär zusammen mit den Delegierten von dem die 76. FSBL-Kongress teilholen, auch vielen Ehrengästen von der FSBL-Vereine der Gemeinde an der Post. Herr Präsident Jungblut, wenn ihr die Geschichte von Ihrem Verein kennt, da wir sehen, dass ihr eine außergewöhnliche Aktivität tut an den Versammlungen, am Verband, an dem Plan von den FSBL-Ausstellungen und das seit Jahren schon über die Grenzen heraus. Ihr Verein die schon manche Ausstellungen auf lokalem, regionalem und nationalem Plan organisiert wird. Ihr Verein, den FSBL und Lützeburger Philatelie seit Jahrzehnten über die Grenzen heraus bekannt ist, sowohl auf philatelistischer wie auch auf freundschaftlicher Basis. Herr Jungblut, die sieht die treibende Kraft und die motiviert, macht immer dazu, Manifestationen zu organisieren, für das Eisenhobby auch weiterhin von vielen kulturelle Plan gesiegert. Dafür hat ihr
Dafür huet ihr seit 60 Jahren einen intensiven Gedankenaustausch mit den Eversbell-Vereiner, seit 60 Jahren die aktiv arbeiten an der Philatelie, an Ehrenverein, an nationalen Plan. Also seit 60 Jahren fliegt die Freundschaft über die Grenzen heraus. Kolleginnen und Kollegen, Chefen der Gemeinderat, Madame Präsidentin von der Kulturkommission, Herr Direktor von der Meridoc, Vertreter von der Post, liebe Schwestern, Herr Pastor, liebe Freunde von der Philatelie, die Damen und Herren. Den jungen, dynamischen Präsident Guy Jungblut hat mich gebeten, für hier als Schlusswort auf nähere Weine invitieren zu kommen, meine ich selbstverständlich. Wir werden aber wenig nach über die Philatelie oder über die Filco hier an der Stelle allgemein schwätzen. A plus forte raison. Der nächste Bin ist nicht 54 Jahre in der Gemeinde und ich habe einen großen Teil, einen großen Part von der Civilco-Stesel hier motiviert. Weil ich ein paar Sachen durchsuchen, die ich eventuell für wichtig fand und die ich könnten interessieren. Heute 1. März, großen Tag hier in der Gemeinde, 60. Geburtstag von der Civilco, 76. Kongress von der Philatelie hier zu Lützeburg, der Fédération des Sociétés Philatéliques von Lützeburg, verbunden, wie gesagt, mit der 76. Edition oder mit der 76. Kongress, verbunden mit der Edition von dem Tempe, mit dem Schloss, mit dem Herrstorfer Schloss, weil eine ganz große Vergangenheit wird, eine historische Vergangenheit, die schon x-mal an Broschüren heute zu Stesel und der Gemeinde retraciert genossen. Kulturell, großkulturelles Evenement von dem Verein, den 1950 heute zu Stesel gegründet genossen. Das ist nicht der nächste Verein, und es wenn ich für drüber gucken, der Gesang von Stesel Cecilia 1864, das ist der nächste Club, die nächste Assoziation, die heute zu Stesel funktioniert. Musiker steht an Herstoff 1904, 1905, Football 1933, den das auch heute Stelle für die Schweizer lässt, Völker 1937, die ganz dynamisch ist, der Basket für Stesel kann der alle 1947, die ganz große Trophäen wird, und die noch nach das Jahr am Gang als für zu einem guten Resultat zu kommen, an 1959, dann sehr viel Kochstesel. Philatelie generell gesehen paar Aspekte, ich bin das ganz lehrreich, auch heute steht, dass das immer ein Geflorenheit gewirkt, das junge Nal bei Negbruch, wo ein auch gesagt, ich bin übrigens muss ich felicitieren für die formidable Leiststellung, ich komme nur für drunter keine durchgehen, die nächste Wehweis durch Geschichte vom ganzen Land, von der ganzen Welt, wirklich ganz instruktiv, an die Leute auch ganz besonders die Timbren entwerfen, eine ganz große Felicitation für die Geschicklichkeit und auch für das Patrimoine hier am Land, das Patrimoine von Lützeburg zu gehen. Das ist wirklich ein wichtiger Teil vom Patrimoine architektural hier zu Lützeburg. Bon. Civilco Stesel, der erste Präsident von der Civilco, glaube ich noch ganz gut an den Mann erinnern, das war erweisen, das war Schulmeister, den dat wie gesagt doch mit Herz gemattet per rapport zu die Kanne, den kann er mal Droge gezündet, diese Mann direkt an die große Gesellschaft mit angezündet, noch ein Monument durch Steinmetz Schweng, der ja nicht zu bremsen war, wenn Philatelie Spielstung, Schengen gegenüber eine ganz gute Relation mit den anderen freien Religion hatten. Die waren nicht nur den Tempel, sondern die waren noch gute Footballspieler, Basketspieler, aber noch die Zeit nach zu Stesel, dieser Mittelerkreis gegründet, ein neues Krippchen zu Stesel abgerichtet. Und noch ganz kurz Zeit des Sylvain Plümer, dann noch Steinmetz Schweng, weil das ganz nicht von Futschlos, weil darum ist Philatelie in der Gemeinde an den Grab geholt wird. Das war als Emission für heute. Am nächsten Eiseren pünktlich der 5. Mai mit einer neuen Emission. Ich so nicht merci für Nachgucken und bis geschwind.